Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. Und ich habe euch was Besonderes noch versprochen und das werde ich auch jetzt gleich halten. Hat halt den Grund gehabt, dass ich in der letzten Episode gecuttet habe, weil ich nicht wollte, dass es jetzt nochmal ewig lang dauert. Aber dafür fangen wir jetzt gleich mit was Besonderem an. Ja, gar nicht wurden wohl die Bestie entzogen. Wir haben ja noch in der vorletzten Episode immer was von Odin gehört, der rausgezogen wurde. Und dann hat es wieder noch Clara geswitcht. Doch anstelle gar nichts kann ich nun die Bestie beschwören, und zwar dank des Dunkelkristalls. Und in wenigen Minuten werde ich auch wissen, ob Kuja wirklich die Wahrheit gesagt hat. Komm zu mir, Odin, zeige mir deine alles zerstörende Kraft. Boah, ich krieg jetzt schon wieder Gänsehaut. Boah, Alter. Clara ist avisiert. Und jetzt kommt die Bestia Odin. Und wie cool ist der hier gemacht in Final Fantasy IX. Kommt aus seinem achtbeinigen Hengst Sleipnir Ritter und wirft seinen Gungnir-Speer. Ach du Scheiße. Und es bleibt nur noch der Atompilz. Und du glotzt auch die Königin ganz schön übel, aber sie scheint zu freer, dass sie hier ganze Stadt mit Bahn zerschmettert hat. Boah, das habe ich euch versprochen in der letzten Episode. Ich krieg immer noch Gänsehaut. Ich finde diese Sequenz mit der Bestia so dermaßen übel. Habt ihr das gerade gesehen? Clara zerstört. Puck. Quina. Sind sie dann alle tot? Was soll man bloß unternehmen? Moment mal. Und Beatrix? Ist die nicht auf dem Schiff drauf? Das ist richtig übel. Freya ist natürlich total hinüber. Ihr ganzes Volk ist gerade, oder fast ihr ganzes Volk, man weiß ja nicht, wer alles überlebt hat. Aber ihr ganzes Volk ist so eigentlich hier ausgerottet worden. Du, Freya, ich glaube, sie Tante hat uns gerufen. Entschuldigung, aber ich wäre gern einen Moment alle. Das sind eine Menge von einer Marionette. Kommt, wir verstecken uns besser verweil. Ja, du ist Beatrix. Generälin Beatrix? Ist Ihre Majestät auch bei bestem Wohlbefinden? Ihre Majestät erwartet eure Ankunft schon mit großer Sehnsucht. Sie wird euch bestimmt für den ruhmreichen Sieg mit Lobeshymne überschütten wollen. Da kann die Truppe von Hauptmannsteiner wohl bald ihr Bündel packen. Pass auf dein Mund weg, auf Soldatin. Ich bitte um Verzeihung. Richte Ihre Majestät aus, dass ich umgehend zu ihrer Dienste sei wert. Ja? Warum? Warum hat Königin Brane Clara auslöschen lassen? Warum hat Königin Brane Bestia und Schwarzmagier eingesetzt? Habe ich etwa zu dem Zweck jahrelang meine Fähigkeit geschliffen in Askese gelebt? Schwarzmagier, hier geht's lang. Ihr drei benutzt den Teleporter und begebt euch nach Alexandria. Dort schließt ihr euch die Schlossverteidigungseinheit an. Ja, der scheint es wohl ein bisschen gegen den Strich zu gehen, dass man hier so sehr auf Magie zugreift, während sie hier wirklich jahrelang gebraucht hat, um ihr Schwerttechnik zu perfektionieren. Und sieht sich als unbrauchbar wohl an. Bin ich denn wirklich zu nichts höheren Beruf als die seelenlose Kreatur hier? So gesehen ist der vielleicht sonst wohin verschollene Steiner weit besser dran als ich. Und Steiner scheint sie wohl auch nicht beleidigt lassen zu wollen. Weil, als sie schon angefangen hat mit Hampelmann Steiner, hat sie ja auch schon gesagt, so geht's nicht. Hey, hier, habt ihr das mitgekriegt? Die fette Brane ist also auch irgendwo hier auf dem Schiff. Ja, die fette Brane hat auch das ganze auch geleiert.
Das war Beatrix Kammer, da können wir aber gerade nicht reingehen. So. Wie sieht's denn hier aus? Kannst du etwas erkennen? So dunkel, ich sehe absolut null. Generälin Beatrix. Die Stimme, ja. Oh, Generälin Beatrix. Und? Hast du ihn bei dir? Jawohl, ich bringe euch den Schatzkristall ganz bejaht. Ja, das ist er, das ist er. Einfach mal aus der Hand gerobbt, nicht schlecht. Boah, jetzt, wo ich ihn habe. Ja, jetzt, wo ich ihn endlich habe. Ach halt, einer fehlt mir ja noch. Den muss ich auch noch in die Finger kriegen. Einziges Dankswort. Naja. Generälin Beatrix, schaff mir sofort den letzten Kristall herbei. Wie ihr wünscht. Euer Majestät, verzeiht meine Neugier, aber wie ist die momentane Verfassung von Prinzessin Garnet? Garnet? Da wir bereits alle Bestie aus ihrem kleinen Körper extrahiert haben, ist sie nun wertlos. Entschuldigung, das war verschluckt. Euer Majestät, was wollt ihr dort mit Sarah? Garnet wird die gerechte Strafe für den Diebstahl meines Schatzkristalls erhalten. Wie bitte? Bist du etwas schwer von Begriff? Sobald wir in Alexandria gelandet sind, lasse ich diese nutzlose Göre hinrichten. Aber was kümmert dich das? Du sollst mir gefälligst den letzten Kristall herschaffen. Königin Bran? Reizend. Als ich gesagt, sie will Lilly. Wenn wir hier zuschlagen, helfen wir gar nicht oder mit nicht. Was ist dann dein Plan, hier rumstehe und Däumchen drehe? Ich hab's mir wissen, irgendwie schaffe vor Bran in Alexandria zu sein. Aber wie machen wir das bloß? Sieht dann, wenn wir die Teile da ohne benutzen? Warte mal, wo wird denn hier? Okay, wir sind mal wieder schön alle hier. Augen auf, haben wir auch bald. Statt Stirnband kann ich nichts Besseres verwenden. Haben wir auch nichts Besseres parat. Da muss er noch ein bisschen was lernen. Moment. Ich glaube aber, wir können ihm ein anderes Accessoire geben. Korallenring. Gemini-Stiefeln kann er Holzauge mitlernen. Da kann er Tontauben mitlernen und hier Autopotion. Dann lernen wir doch erstmal Holzauge. So, gerade mal gucken. Geld und Leben ist, glaube ich, Quatsch. Da können wir stattdessen mal Hau den Lukas reinmachen. Weil ich glaube, diese geschmiedete Dinger haben durchaus irgendwelche Sonderfähigkeiten, die sie entfalten. So. Dann. Huch. Zu dir wollte ich doch noch. Zumindest der Kupo hat es ja überlebt. Der Mokri. Huch. Jetzt ist er wieder fort. Und? Nein. Mist. Mist. Da bin ich immer so schnell gerannt und schon ist der Mokri wieder fort. Okay, hier nicht. Vielleicht, wenn ich hier nochmal vorbeigehe. Ah, da ist er doch. Da ist mir noch hinterher geschleppelt. So. Serino. Für dich habe ich was. Oh, ein Brief von Mopri. Das ist selten. Lassen uns sofort lesen, Kupo. Wenn du den Brief erhältst, dann ist von Clara vielleicht nichts mehr übrig, Kupo. Ich bin ja gerade mit Stilskin unterwegs und der hat gesagt, er hätte schon viele harte Zeiten durchstehen müssen und jetzt sei es wohl auch schon kurz vor 12 gewesen, Kupo. Da frage ich mich allerdings, was passiert, wenn es tatsächlich mal 12 schlägt, Kupo. Das war also der Grund von dem furchtbaren Lärm vorhin. Wie geht's wohl alle, Kupo? Mopri und Stilskin wohl noch? Wissen wir derzeit noch nicht. Ey, bitte, Kupo, gib das mal bitte an Modon. Danke, Kupo. Ja, dann speichern wir natürlich auch noch hier. Und dann können wir gleich großes Reunion feiern. Das hat schon seinen Grund gehabt, warum hier die Charaktere als Gruppe auseinandergerobbt waren sind erstmal.
Hat alles so seine storytechnische Gründe, damit halt dieser Angriff auf Clara hier stattfinden konnte. Und wir werden dann im Schloss wieder vereint und ab dann haben wir die Auswahl zwischen unsere Gefährte auch wieder. So. Vivi will irgendetwas mit dir besprechen, hat er gesagt. Und? Was willst du besprechen, Kleiner? Na, kleiner Mann? Na? Na? Ich will ja auch mit dem Retter, aber irgendwie... So, hier. Sie dann, vorhin hat's der Käse, die Schwarzmagier sollten den Teleporter benutzen, um nach Alexandria zu gelangen. Stimmt ja. Ja, probieren wir doch mal. Alle ab, dann probieren wir das doch auch. Och, ich bin auf die Schnut gefallen. Aber hochspringen kann er, der Tollpatsch. Konzentriere. Lilly, ich hau dich doch raus. Ja, große Wasserkrüge teleportieren, wie im richtigen Leben, ne? So, wir brechen ja aus. Natürlich wieder Steiner. Und Markus ist auch noch mit dabei. Ist das dann ernst und so? Wir können hier nicht einfach rumsitzen und Löcher in die Wand starren. Ja gut und so. Ja, okay, jetzt muss ich den Schwerpunkt verlagern. Ja, das ist es und so. Andere Richtung und so. Ja, das ist es und so. Moment. Das war zuerst so, dann muss es noch rechts. Und jetzt wieder noch links. Ich muss noch um Pendler gehen. So. Okay. Andere Richtung und so. Ja, wir bewegen uns etwas stärker. Ja, das passt. Das sind ja auch nur zwei hässliche Kerle da. Aber die sind schon ganz witzig. Vor allem Steiner mag ich einfach. Steiner ist so ein cooler Charakter, weil der wirklich eine ziemlich starke Entwicklung mitmacht im Spiel. Durch die Sache in Treno hat er jo überhaupt erstmal angefangen, sich selber und seine Existenz als diensthabender Offizier so in Frage zu stellen und ob er überhaupt auch eigene Entscheidungen treffen darf. So, jetzt dürfen wir es aber gleich haben. Okay, komm schon. Und, jawohl, wir haben es gepackt. Und dazu wieder die Steiner Musik. Und jetzt nichts mehr zur Prinzessin. Gut, dann rüsten wir dich erstmal aus, Kerl. Mithril-Schwert hast noch, sehr schön. Babuta, noch als nächstes kommt dann der Mithril-Helm. Mithril-Fäustling muss er erst noch lernen. Noch kann er das anlegen. Kettehelm, Trotter, Mithril-Rüstung kann er noch anlegen. Kraftgürtel lernt er auch noch kräftig. Allerhaupt. Kerl for the rescue. Wir sind da. Aber ich mag auch die Musik von Steiner, die man da im Hintergrund gehört hat. Also jetzt nicht die Kampfmusik, sondern die man auf offenem Feld hier gehört hat. Das ist Steiners Theme. Ich mag die Musik einfach. Die passt so richtig zu dem Typ. Ui. Ja, Steiner ist so ein kleines One-Hit-Wonder. So, jetzt macht die Soldatin in ihrem String-Tanga mal fertig. Und... So, uiuiui, 780. Da merkt man halt wieder, dass Steiner eigentlich der Tank und Kämpfer in der Gruppe ist. Ich freue mich auch wieder, wenn ich ihn wieder in meiner Gruppe dabei habe. Definitiv. So, du auch noch. Jetzt gibt's Haue, Frau, nicht Kerl in dem Fall. Ich finde es aber auch so großartig, wie der einfach jeden Kerl nennt. So, du haust die erst. Dass es alles auch blonde Frauen sind. Naja. Dann hau mal hier Dido. Umgemoscht. Na, Markus hält nicht so viel aus, merke ich. So, wir warten jetzt, bis der Adelbert dran ist. Dann kann der nämlich drauf hauen, dass die wieder abhaut. So. Also wenn Steiner drauf kommt, dann richtig. Der Typ ist auch nicht verummerte Hauptmann von der Pluto-Truppe. Oder generell im Rang von einem Hauptmann ist der nicht verummert, der Typ. So. Dann können wir hier raus. Oh, da kommen noch zwei. Gerade mal gucken. Mit Items. Wenn das uns der Kerl hier vom Stängel fällt. Ja, kommt ruhig her, dann kann ich nämlich auch ein Level haben. So. So, eigentlich brauchen wir Markus hier nicht, muss ich wirklich sagen. Der kann nur die ganze Zeit klauen. Und Steiner schnetzen sie dann ab.
Potion haben wir geklaut. Vielleicht macht er ja einen Konter. Ne, in dem Fall nicht. In dem Fall war das leider kein Konter von ihm. Und Steiner drauf. Noch ein Potion. Sehr gut. Wenn wir wieder Reunion feiern, dann dürfte Steiner auf dem Level von den Leuten sein. Mithril-Schwertkarte haben wir auch wieder. Huch! Da ist ja noch ein Jahr gerannt, guck mal. Hier ist es. So, jetzt aber nichts wie drauf. So, wenn sie Steine angreifen, müssen sie halt immer damit rechnen, dass er zurück angreift. Da haben wir so gewisse Chance auf den Konter. So. Phönixfeder geklaut. Steiner. Gott. Wow, 1460 Schade gemacht mit dem Crit. Ziemlich übel. Okay, noch eine Mithril-Schwertkarte. Ups. So. Jetzt hoch mit uns. Und auf die nächste Ebene. So. Ob man da wieder rüberkommen, ist die Anna froh. Anscheinend nicht. Aber da können wir lang. Gut, Steiner hat nicht gerade sehr viel MP. Gerade mal gucken, wie sieht es dann aus derzeit. Ja, viel zu lernen, außer beim Mithril-Fäustling fehlen nur noch 4. Das heißt, das wird jetzt nächste Stunde Reitschen-Fäustling kann du noch dran kommen. Sehr schön. Heieiei. Wieder verschluckt. So. Prinzessin! Gut, ich mache mich der Motto Weg zum verwunschenen Wald, Blankrette und so. Was war Kaltblütigkeit? Hallo, was ist denn das? Ah. Was treibst denn du hier? Hey Steiner, sind wir hier in Alexandria? Sehe ich so aus, als hätte ich dir gerade Zeit, mit dir Frage- und Antwortspiele zu spielen. Ich muss unverzüglich aus dem Kerker hier ausbrechen und der Prinzessin zur Hilfe eilen. Gut, das reicht mal als Antwort schon. Dann wollen wir mal Lilly befreien gehen. Immer lässt mich der Kerl im Regen stehen und liebste ich in der Hals. Alter, bist du eingenickt? Ist es dir also egal, wenn Lilly vielleicht gerade umgebracht wird? Umgebracht? Ja, auch so Brabbelback an die Wand zu malen. Aber das stimmt, Onkel Steiner. Ach Gott, die ihn schon Onkel nennt. Als Königin Bran auf der Rote Rose unterwegs nach Alexandria war, da hat sie gesagt, sie die Lilly umbringen, wenn sie angekommen sind. Ich hab's mit meinen eigenen Ohren gehört, die man nicht sehen kann, aber ich hab's gehört. Ist das dann wirklich wahr, Meister Vivi? Ja, wir hängen 30 Minuten mehr. Wir müssen Lilly so schnell wie möglich finden. Okay, jetzt also schnell. Huch. Wenn das mit mal der Markus ist. Überlass es hier mir und so. Gut, so kennen die nur blöd Glotzer. Besten Dank, ach Markus. Also ich gehe jetzt mal zum verwunschenen Wald und befreie Blank und so. Korrekt, du kümmerst dich um Blank, während wir Lilly befreien gehen. Ja, da schlendert in aller Ruhe rum. Dann würde ich aber trotzdem sagen, die Zeit läuft. Wir gucken gerade nochmal wegen unserer Ausrüstung. Mithril-Rüstung ist nicht so schlimm. Baumwollkleid, ja, da kann nichts anderes lernen. Sehr schön. Du ist auch bald soweit. Und Steiner kann auch noch nichts derzeit. Okay. Steiner ist derzeit unser Gruppe A-Führer. Ah, nicht schlecht. Obwohl wir eigentlich sie dann hier steuern. Gut, na dann wollen wir doch mal. Dann suchen wir mal noch ihr. So, ewig Zeit haben wir jetzt an, deswegen mit einer Stringtanga-Soldatin müssen wir uns jetzt hier nicht rumschlagen. Ja, wir müssen uns erstmal umgucken. Huch, das war die Bibliothek, genau. Ja, Majestät Branes sammelt Schatzkristalle, das haben wir schon mitgekriegt. Da habe ich irgendein Buch. Und da ist nochmal so ein Hansel hier. Der Lauda. Violette Flamme. Jemand spricht dich an. Hör mir mal zu. Du glaubst schon, gute Kämpfer zu sein, wenn du mir aufnehmen kannst. Ja. Das machen wir jetzt noch nicht, dafür haben wir jetzt nicht gerade die Zeit. Aber später können wir das mal ganz gern machen. Wenn wir mal wieder so nach Alexandria kommen.
Das sind die Hansel hier noch von der Pluto-Truppe. Die sorgen sich um die gar nicht. Ups. Geht's jetzt nämlich... Oh, scheiße, die haben uns erwischt. Heidewitzka. Jemand das Verschlucker. So. Und... Truffende Wetter. Das war jetzt vielleicht blöd, mit Steiner hier direkt A zu greifen, weil der macht die sonst mit einem Schlag platt hier. So, sieht dann nochmal auf die. Und Steiner ist ein ganz großer. Der Onkel Steiner kann auch der Soldat den Schnapper. So. Aber irgendwas scheint ja wohl mit seinem Schwert auszulösen, weil es kostet 3 MP pro Attacke. Die ist jetzt auch nicht mehr so kraftvoll. Ist da irgendwas mit Hau den Lukas oder was aktiviert war bei ihm? Ah, die anderen haben jetzt auch wieder was gelernt. Gerade mal gucken. Hat Steiner irgendwie Hau den Lukas drin oder so? Nee, hat er nicht drin, aber es kostet MP, wenn er A greift. Merkwürdig. Okay, er hat jetzt nichts gelernt, aber die anderen haben hier einiges gelernt. Stirnband, gibt's nichts Besseres für dich? Mithril, Armgreif ist eh egal. Plattenpanzer, Host noch. Hier auch noch nicht. Oh doch, Zauberstiefel. Genau, da kann jetzt was Neues lernen. Derzeit nicht. Okay. Sie hat vom Mithril-Helm alles gelernt anscheinend. Okay, gut. Na dann weiter hier hoch. Und hier in die Richtung Mogia. Hoch. Du hast immer nicht richtig. Wir müssen zu der Gemächer auf jeden Fall. Ups, da geht's hoch. Mist. Die hat uns erwischt. Oh Mann. Oh Mann. So. Als drohende Wetter. Steiner dürfte die immer noch solo legen können. Das hat ein richtiger Womanizer. Der legt die Frau mit einem Schlag flach. So, dann haben wir die jetzt auch fertig. Das wäre sie dann wohl gern, so ein Womanizer wie Steiner. Sehr schön. Sie hat Hau den Lukas und Fafnirs Wind gelernt. Machen wir gleich. Dann kann sie jetzt nämlich auch Partisana A-Leger. Und... Okay, Mithril. Und irgendwas hast du noch gelernt. Hau den Lukas. Ja, okay. Alles klar. Gut. Gut, gut, gut. Müssen wir hier zu der Gemächer, glaube ich, zuerst, oder? Ja, genau. Das ist ein Gebiet, in dem wir bisher noch nicht waren. Deswegen erstmal hier rein. Ja, die geben sofort die Verfolgung auf. Und... Lili, wo bist du nur? Hier mal nix. Kucha ist glücklicherweise auch nicht mehr hier. Der wäre nämlich auch wesentlich viel zu stark für uns gerade. Und hier ist noch was. Sehr verdächtig leuchtende Kerze. Probieren wir mal ein bisschen drauf rum. Und schon haben wir einen Geheimgang hier gefunden. Genau durch müssen wir auch. So, ups. Hoppla hopp. Und? Okay, der führt uns noch durch hier. So, auf das andere Ding müsste ich aber auch nochmal drauf gehen. Genau auf das. Das macht nämlich Zwischenhalt bei der Truhe. So. Genau durch hier wollte ich. Polaris haben wir hier noch gefunden. Und ein Zelt. Okay, was ist Polaris? Ist das ein Accessoire? Nee, offenbar nicht. Ach, hier nix. Nö. 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 Okay, Steiner, für dich vielleicht irgendwas? Polaris, tatsächlich. Uiuiuiui. Das macht aber ordentlich schade. Aber erstmal will ich Trisasta lernen. So. Da müssen wir warten, bis Steiner Trisasta gelernt hat. Dann kann er auch die fette Waffe hier haben. So. Da geht's nirgendwo rein. Das heißt, wir müssen runter. Okay. Puh, dann dummel dich aber auf den Junge. Hier gibt es glücklicherweise auch nicht irgendwelche Gegner noch an Zufallsbegegnungen. Ja, da hat sich die Königin aber auch nicht hier was bauen lassen.
So, das Ding muss ich erstmal aktivieren. So, da sind wir ja fast wieder im Kerker, oder? Hier ist sonst nichts mehr. Da ist was. Und da kommen wir noch woher. Ah, da sind wir ja schon. Was zum... Na, jetzt kommen die zwei Wichtelmännle hier. Wo wollten ihr denn hier, Frohlich? Ständig funkt ihr uns dazwischen, damit ist jetzt Schluss, sag ich. So, Bosskampf Son und Son. So sieht's nämlich aus, sag ich. Das wird ganz gemein, sag ich. Genau, sag ich. Okay, erstmal auf sie dann. Son erhält Meteor Power. Sternrute haben wir von dem geklaut. Okay, du machst doch den Mini-Meteor. Auf Son zuerst. Ja, die sind nicht ohne. Die machen schon ordentlich Schade hier, die Jungs. Trance-Zustand für Steiner. Jetzt macht der richtig Schade. Jetzt ist der richtig arg gepisst. So. Freya hopst hoch. Ein bisschen Feuer gibt's für dich noch, du Mistkerl. Der Blaue kriegt natürlich das Rote ab. Ja, damit hat auf die Schnauze sich gelegt. Son erhält Flare Power. Oh ja, der war gut. Der war gut, Steiner. Partisana geklaut. Eisra auf den anderen Hansel. Wenn der jetzt schon aufgeladen wird. Ja, scheiße, das macht ja schon Mini-Flare. Das sind zwei sehr mächtige Zauber. Flare und Meteo. Okay, wir klauen weiter von Son. Und du machst Fafnirs Wind auf uns alle wieder. Wir müssen uns regenerieren. So. Ja, die sind schon nicht ohne hier. Son erhält Meteo-Power. Meteorkraft wurde neutralisiert. Sehr gut. Und ein Habenichts. Sehr schön. Dann gibt der Mistkerl mal ordentlich auf die Gosch. Die muss ich halt echt schnappen, bevor es wirklich übel wird. Weil die können richtig viel Schaderei robben. Dann klauen. Aber sobald ich einer von den Knaben niedergemacht habe, ist das nicht weiter schlimm. Dann kann der andere in mir aufgeladen werden. So, du springst in Sicherheit. Son erhält Flare Power. Gut. Der Ende Knetkopf ist schon kaputt. Steiners Trance geht auch weg. Ja, okay, das hat wohl gereicht, um beide hier außer Gefecht zu setzen. Okay, ich habe nur einer platt machen müssen von den zwei. Verdammter Mist, das vergessen mache ich nie, sag ich. Und auf den habe ich als erstes gekloppt, weil der nicht nur Sarg-Sache kann, der Dappschädel. Aber Prinzessin Garnet hat die Aufgabe bereits erfüllt, sag ich. Es geschieht euch alle recht, sag ich. Das geschieht euch grad recht, sag ich. Na, wenn dem so ist, Prinzessin Garnet sollten wir auf jeden Fall mal mit in die Truppe nehmen. So. Ich hoffe, die ist noch soweit intakt. Komm schon, schlag die Haare auf. Lilly. Komm mal zu spät. Lili. Prinzessin. Es ist alles meine Schuld. Prinzessin, bitte vergib mir. Ach du liebe Zeit, ich habe als Ritter auf ganzer Linie versagt, hätte ich doch auf den Arm gekehrt und wär Bäckerwoche. Mit ihrer Stand kann ich nicht leben. Noch atmen sie. Ja, ich weiß. Freya, wir müssen hier schnell raus. Lilly, du wärst wieder gesund oder versorge ich. Active Time Event. Freundschaft. Puh, von dem viele Gelave kriege ich bald noch bloß an die Füße und so. Verdammt doch mal, Markus, raff dich, Verblänke und so. Boah. Boah, Markus, hau mit dir Schlappmache ist nicht und so. Okay. So, da haben wir doch noch einer. So ein kleiner Wichtelmann. Ach, ich steht darauf erzählt, ist immer Zeit, oder?
Mir händ's zwar eilig, aber ein bisschen Zelte hier im Ritualkreis. Dafür ist immer Zeit. Oh ja, dann lesen wir noch einen Brief zusammen, natürlich. Von Kupo an Moschu. Was ist überhaupt los, Kupo? Die Burgstadt ist voller Soldaten, Kupo. Andererseits kursiert das Gerücht, Prinzessin Garnet sei nach Alexandria zurückgekehrt, Kupo. Prinzessin Garnet ist ja aus dem Schloss geflohen, weil sie Königin Bran irgendeine Sache verdächtigt hat, Kupo. Was geht denn bloß in der Köpfe von der Königin und der Prinzessin vor? So wichtige Leute wäre ich einfach nicht schlau, Kupo. Naja, der Kopf von der Prinzessin hängt gerade direkt vor dir, so nebenbei. Okay, der hätte sogar einen Brief. Dann würde ich sagen, ich speichere jetzt hier an der Stelle, liebe Leute. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig, wo wir dann mit der bewusstlosen Prinzessin aus Schloss Alexandria türmen. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.